Ja gut, ich habe nach wie vor keine Ahnung, Freunde, was da an Controller los ist. Ich hoffe jetzt mal, das klappt wieder. Hängt ganz normal drin und so, also man sieht es auch hier. Er ist eigentlich am Laden hier unten, ne? Aber ja, was natürlich jetzt da im Umkehrschluss bedeutet, ich habe keine Ahnung. Das war noch irgendwie witzig. Weil ich das Ganze jetzt am MacBook angeschlossen habe, um aufzuladen. Reagiert das MacBook natürlich plötzlich drauf. Ja, das könnte noch spannend werden. War nicht gerade Vegeta und Trunks voll dabei, ihn zurückzuschlagen? Ja! Vegeta und die anderen glauben, sie haben mit dem Gallic Gun und Son Gokus Kamehameha gewonnen. Dann beginnt der Körper des fusionierten Zamasu sich zu verändern. やつの体の半分はブラック。不死身じゃない体が不死身の体に影響を与えているというのか。Jetzt brauchen sie eine noch größere Macht, um Zamasu zu zerstören. Son Goku erklärt Vegeta seine Idee. It's Fusion Time! ベジータ、力貸してくれ。ポタラだよ。オラたちも合体すんだ。ふざけんな。貴様と合体など二度とごめんだ。オラたち二人が合体して力合わせるくれでねえとあいつをぶっ倒すことはできねえ。おめえだって分かってんだろ。悟空さん、これを。サンキュー。ほらよベジータ。そういやメイに合体した時は二度と戻れねえって言われたけど戻れた Oh, な。 jetzt bin ich gespannt auf die Erklärung. なんでだ。ポタラでの合体効果は海王神でない者同士では1時間しか持たないそうなんです。 Und jetzt wird's ganz spannend. Damals war es im Anime oder Manga, weiß gar nicht mehr, was Gomasu, der das ja erwähnt hat, ne, dass es so wäre. Man hat sich ja quasi darüber ein bisschen lustig gemacht, dass unser Kaioshin das nicht wüsste, weil damals haben wir wirklich gemeint, wegen, ja, wenn wir fusionieren, ist es für immer. Jetzt ab, und man hat damals bei Dragon Ball Z irgendwie gedacht, wegen, ja, es ist wegen der schlechten Luft und so innerhalb von Buu. Bei Dragon Ball Daima, die aktuelle Serie, die gerade läuft, ne? Gut, es gibt kein Manga dafür, es gibt nur ein Anime, aber dort in der Serie wird das Thema auch in der ersten Folge nochmal erwähnt, weil dort eigentlich spielt Daima irgendwie ein halbes Jahr am Ende von Dragon Ball Z, beziehungsweise nach dem Kampf gegen Buu, besser gesagt, ne? Also noch vor Dragon Ball Super spielt Dragon Ball Daima und ja, ein halbes Jahr später und plötzlich war dann eine Geburtstagsparty von Trunks und dort ist dann auch der Kaioshimi Kibito aufgetaucht, also voneinander getrennt. Man dachte sich von wegen, aha, sie haben die Super Dragon Balls, die amerikanischen Dragon Balls benutzt, wie sie auch bei Dragon Ball Super gemacht haben, aber in Daima wurden erklärt, sie haben sich vom Buu absorbieren lassen und wieder ausspucken lassen, weil im Inneren von Buu ist irgendwie so ein Gas, was die Fusion auflöst. Also wir haben ja total verschiedene Ansichtspunkte bzw. Erklärungen, wie das Ganze zustande kam. Und fragen uns deswegen interessant wären wegen Daima, ja, warte mal. Was muss in Daima denn passieren, damit es zum Kanon oder zur gleichen Timeline passt, in der auch Dragon Ball Super passiert? Denn zu Beginn von Dragon Ball Super war ja der Kaioshimi Kibito noch fusioniert. Aber in Daima schon wieder nicht mehr. Ne? Und natürlich bei Dragon Ball geht ja auch, aber das ist wieder ein anderes Thema. Also da bin ich schon mal sehr gespannt, wie es da bei Daima weitergeht, nur damit ihr euch nicht wundert, wenn der eine oder andere das eine gesehen hat, also sprich Dragon Ball Daima gesehen hat, Dragon Ball Super nicht oder so, oder
Andersherum, irgendwie sind sich da die Entwickler noch nicht so einig, wie sie das Ganze wirklich handhaben wollen. ちゅうことは1時間の勝負だな。ベジータ。黙れ。それ以上何か喋ったらやってやるぞ。1時間耐えてやる。 Ja, eine Stunde reicht aber auch. ベジータ、もう一度力貸してくれ。貴様と合体なんぞ二度とごめんだというのに。よっしゃ。 Vegito ist back! お前が一人になったから Und er ist nicht am Cheaten. 一人になったのさ。俺はベジータとカカロットの合体ベジットだ。そしてこれがベジットブルー。見せてやるよ。こんな変身で神にかなうと思うな。さあ決着をつけようぜ。 Mal gucken, wie Vegeta sich so spielt. なんじゃねえか。 Ich setzt auch schon diesen scheiß Superkonter ein. お前いけるか。お前 Aber der eigentlich so drauf, ne? Echt unbegreifbar soll das sein. 人間はゼロにすることもできねえよ。気がつかないか。合体した今お前の体にはどうしても残っちまうんだよ。孫悟空という人間がな。そうだ。それが我が望みだ。サイヤ人孫悟空よ。 Was, er war schneller als ich? Nicht dein fucking Ernst. ながら神をもしのぐ力を得てしまった。お前はこの宇宙を築いた神々の失敗の象徴なのだ。さればこそ我は孫悟空と一つになることで人間の罪と神々の失敗の Interessant. Das Gott-Kamehameha kann man nicht stoppen, ne? ああ言えばこういうんだな。さてくたばりやがれ。Aber ein bisschen episch dürfte schon noch werden. Wenn wir jetzt irgendwie kontern, ist direkt weg. Ah, schade, das wäre das Final Kamehameha. Ah doch, sagt er. Okay, haben sie uns mal gesehen. So. まだ1時間経ってないのに。 Ja, aber das ist ähnlich wie bei Gotenks damals, als dreifacher Super Saiyajin. Der hat sich auch aufgelöst, noch bevor die halbe Stunde rum war. Das war einfach ein bisschen zu viel des Guten. Zu viel Energieoutput. Als Son Goku und Vegeta trennen, sieht es noch schlimmer für sie aus. Aber es ist noch nicht alles verloren, da Trunks sie rettet. Mit dem Genki-Dama-Schwert. 神も人間もない。自分以外を信じないお前に俺は負けない。感じる。みんなの力を俺に貸してくれ。 Trunks sammelt das Ki aller überlebenden Sterblichen, gibt es in sein Schwert und benutzt Klinge, um Zamasu niederzustrecken. So nicht so groß wie die Genki-Dama damals bei Bu, aber hey, immerhin. Aber gerade als sie denken, Zamasu wäre ein für einmal fort, hüllt er die Erde in seiner körperlosen Form ein. Das ist irgendwie auch ein bisschen creepy, weil die Szene ist ja eigentlich im Manga und im Anime auch komplett unterschiedlich. Kann Zamasus Geißel nicht aufgehalten werden,
Situation schon aussichtslos. Doch Son Goku hat eine Idee. まあ海王神様、この世界の全王様ってまだいるんかな。もちろんおいでだと思いますよ。何者であろうと全王様だけは倒せません。 Als diese Worte hört, holt den Knopf heraus, den ein großer Zeno ihm gegeben hat, damit er ihn in der Zeit herbeirufen kann und drückt ihn. Damit erscheint der große Zeno in Trunks Welt und wird von Son Goku gebeten, Zamasu auszulöschen. 世界消えちゃ Allerdings ist Zeno nicht von der deprimierenden Welt beeindruckt, in die er gerufen wurde, und beschließt stattdessen, den Planeten zu zerstören. So gucken die anderen eine Zeitmaschine und können gerade noch entkommen. Das ist irgendwie entweder ein Übersetzungsfehler oder sie haben es tatsächlich irgendwie auch im Originalspiel, was heißt Originalspiel, im Japanischen irgendwie also falsch hier betitelt, weil Zeno hat nicht nur die Erde ausgelöscht, er hat die gesamte Zeit, also das ganze Universum quasi ausgelöscht, ne? Also auch die anderen Planeten, Weltraum und so. Eigentlich aus dieser Zeitlinie existiert eigentlich nach, also die Zeitlinie selbst existiert zwar noch, aber es gibt kein Universum mehr. Nur noch irgendwie so eine seltsame Leere war denn da. Trunks und seine Freunde haben ihre Heimat verloren, erfahren aber von Whis, dass sie vielleicht in dieselbe Welt vernichtend zurückkehren können. Oder theoretisch in die, aus der Cell gekommen ist. Weil Cell hatte den Trunks aus seiner Zeitlinie getötet. Nachdem sie... Also, sie versiegeln Zamasu... Okay. Wer auch immer. Wir zum nächsten Abenteuer in einer neuen Welt auf. Die Future Trunks Saga. Universumsüberleben. Wie sieht denn das hier aus? Ja, was ist das hier noch alles? Hier ist Trunks offenbar zugange. Für Trunks Saga, für eine Fusion. Was muss ich hier machen? Auf in eine dritte Zukunft. Nicht in verstrichener Zeit besiegt und das andere, naja, vermutlich in verstrichener Zeit besiegt, was? Ach du Scheiße, das heißt, die Was-wäre-wenn-Dinger hier müsste ich jeden Kampf schnell genug hinter mich bringen, wa? Gut, dann heißt einfach noch irgendwie ein Kapitel mehr jeweils, ne? Also nicht irgendwie eine Sparking-Episode von dem her. Puh. Hat es in sich? Ja, und nun? Nachbringt Son Goku den Zeno aus der Zeit von Future Trunks, der mit ihm da geblieben war, als ganz besonderen Freund zu seinem eigenen Zeno. Wenn die Zenos noch mehr Spannung brauchen, schlägt Son Goku ein Turnier zwischen den Größenkriegen des Multiversums vor. Bei diesem Turnier der Kraft gewinnt das Siegerteam einen Wunsch mit Hilfe der Super Dragon Balls, während die Universen aller anderen Teams vernichtet werden. Ja, vielen Dank dafür auch. Danke Son Goku. Außerdem gibt es eine Vorrunde. Diesen Schaukämpfer treffen Son Goku und die anderen auf dem vorderliegenden Topo aus Universum 11. In heftigen Schaukämpfen haben die Zenos große Erwartungen an das Turnier der Kraft. Ach, das sehen wir jetzt nicht irgendwie. Oh Mann, jetzt haben sie das wieder geskippt, das wäre so coole Kämpfe gewesen. Nach Wettbewerb. Mit Kämpfern. 力の大会、必ずオーラたちが勝つぞ。はい、どの宇宙にも負けない最強の10人を集めましょう。あ、じゃあオーラ行ってくんの。Okay, wen soll ich auswählen? Tenshin Han, C17, Majin Buu, Son Gohan? Nein, Buu natürlich, aber der nach mir kommen wird. Und alternative Zeitlinie, wo Buu dabei wäre. Cool wäre es ja schon. Buu ist gerade dabei, verbissen mit Mr. Satan zu trainieren, als er Son Goku nähert. Buu, der das Turnier der Kraft kaum erwarten kann und Son Goku nimmt Mr. Satans Vorschlag an und kämpft zum Kräftemessen miteinander. Das ist ja auch im Anime passiert, da war doch Buu doch schlank. So ähnlich wie der böse Buu damals, könnt ihr euch noch erinnern.
Also der böse oder graue Bu, sag ich jetzt mal. Der sich ja vom Guten von diesem Bu hier abgespaltet hatte. Ein bisschen mehr drauflegen musst du schon, ne? Ich kann gar nicht transformieren. Ich meine kein Superkonter. Ah, ich bin hier oben. Gut gemacht, Bu. 直さねと。Bu, bu, bu, bu. こっちだ。おめえの叩き方、勉強になったぞ。Er fliegt und siegt. Oh, wow. Was, er mich besiegt? Wie? Mann, wieso klappt sie noch nicht mehr? Ah, warte mal, ich wollte was anderes machen, genau. Okay, damit machen wir gerade nicht, wa? Schwerer geht's nicht. Was ist denn das? Aber zu wenig Ki dafür oder was? Warte mal. Ja, es liegt ein Ki, okay, ist aber neu. Und abgewehrt. So, keine Sorge, wenn wir was Neues versuchen. Das ist automatisch irgendwie ein Ding hier. In den Blockmodus. Das mehr können wir eh nicht, also von dem her. Bu. Mist. Timing im Arsch. Vielleicht hab's jetzt. Ah, jetzt. Oh, wir müssen beeilen hier, wa? Okay, muss ganz kurz wiederholen. Entschuldigung, haben ein bisschen zu viel rumgeplänkert. Ja, ich würde da gerne mehr den Konter machen. Zum Rachekonter quasi. Ich denke zu wenig dran.
Genau jetzt zum Beispiel, da wäre perfekt gewesen. Oder jetzt zum Beispiel, das hätte ich auch gerade machen müssen. Ah, der Kampf gegen Wu ist gut, um das ein bisschen zu trainieren, weil er macht jetzt nicht so viel Damage, dass er gleich irgendwie rausgehaut werden würde. Da kann man dem irgendwie also ja, natürlich kann man ausweichen, aber irgendwie... Weil der irgendwie Zamasu aus Stein, ne? Da darf er zuerst irgendwie auch, kriegt das nie hin. Ha, geht doch. Ja, da der ist er gerade auch. Scheiße, aber auch. Okay. Oh, wurde noch viel Energie. Junge. Ganz einfach zu besiegen war. Ich muss aber langsam sicher mal den Kampf beenden und die Folge beenden. Nämlich die Folge sein, weil das Problem ist. Und einfach beenden. Also auf die Aufnahme. Also ein bisschen mehr Konzentration jetzt. Okay. Das ist langweilig, wenn ich nicht quatsche. Platz 4, Junge. Ja, dann mach ich lieber so. Mann! Zum Kotzen. Und einer behaupten, du wäre schwach oder so. So, können wir das mal beenden. Nein! Was macht der?
Junge! 損壊でいくぞ。まだまだ。Alter Falter, Verwalter. やっぱおめえは叩けの天才だな。 Das ist nichts Neues. Puh, Freunde, das war Bu. Nachdem er sich umgehört hat, versammelt Son Goku schließlich 10 starke Kämpfer. Einer von ihnen ist jedoch eine ziemliche Schlafmütze. Ich meine dich, Bu. Das Adam teilt Son Goku mit, dass Bu wahrscheinlich nicht so bald aufwachen wird, also muss Son Goku einen anderen Kämpfer finden. Darf ich uns daran erinnern, dass Bu in Dragon Ball Z einmal geschlafen hat und dann irgendwie meinte, nach 3 Minuten wieder aufgewacht und meinte, ja, Bu's Nächte sind kurz. Oder waren nicht 3 Minuten oder so? フリーザだ。あいつを10人目にしよう。 Ja, Freezer ins Team holen, das ist, gerade wo man ihn wieder gekillt hat und so, das ist sicher eine ganz gute Idee. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.